Auch die dritte edle Wahrheit ist meiner Meinung nach nicht so wahnsinnig interpretationsbedürftig. Man kann sich schon darüber Gedanken machen, man muss sich sogar darüber Gedanken machen. Nur, eigentlich ist es schon offenkundig, was es heißt. Die dritte edle Wahrheit lautet, erlöschen die Ursachen des Leidens, also sprich Hass, Gier, Verblendung, Anhaftung, so erlischt auch das Leiden. Also sprich, wenn es mir gelingt, dem Ganzen nicht involviert entgegenzutreten, sondern einfach so zur Kenntnis zu nehmen, anzunehmen, dass alles vergänglich ist und alles auch vergeht, ja, dann leide ich auch nicht drunter. Das ist mein persönlicher Weg zum nicht mehr leiden. Dass manche Sachen halt als Freude oder als Lust daherkommen, um sich dann als Leiden zu entpuppen, ist natürlich das Gemeine dran. Mein Gott, also ist halt auch mal so. Nur Sachen, die mir wirklich Freude bereiten, haben auch das Potenzial, mir Leid zu bereiten. Also das ist vorbeigehen. Oder eben aus irgendwelchen Gründen wandelbar sind und nicht mehr so viel Freude bereiten. Ja, das war's. Also durch das Leiden erlischt, wenn Gier, Lust, Anhaftung, Verblendung beendet werden. Der Weg dahin führt, ne, das ist dann schon wieder die vierte Wahrheit. Dazu kommen wir in der nächsten Folge.